اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden inshallah heute den zweiten Unterricht von unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna machen. In unserem zweiten Vortrag wird es um Lafzul Jalala gehen, um Allah subhanahu wa ta'ala. Den ersten Vortrag haben wir ein Muqaddimah, ein Vorwort gemacht. Wir haben gesagt, warum es wichtig ist, überhaupt die Asma'ul Husna zu erlernen. Was gibt es darüber? Was haben wir für einen Nutzen? Was haben wir für einen Vorteil? Und was bringt uns das überhaupt, haben wir gesagt. In dem zweiten will ich sogar schon mit dem wichtigsten Namen anfangen. Und zwar, es geht um Allah. Lafzul Jalala ist Allah. Allah ist der Name, der am allerwichtigsten ist. So wichtig, dass er sogar in die Shahada eingefügt worden ist. Wenn einer, der Schirk gemacht hat, möchte, dass seine Sünden vergeben werden, dann muss er zum Islam konvertieren. Er tritt zum Islam bei, indem er die Shahada bringt. Die geht wie folgt: Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Ashhadu an la ilaha illa Rahman, dann wird das nicht angenommen. Obwohl Ar-Rahman ebenfalls ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber das wird nicht angenommen. Oder wenn jemand kommt und sagt, Ashhadu an la ilaha illa Malik. Diese Shahada wird nicht angenommen. Die muss mit Allah erfolgen. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah. Allah ist nämlich der Name, der alle anderen Asma'ul Husna umfasst. Also der Asma'ul Husna, der Name Allah umfasst alle anderen Namen und Eigenschaften von Allah. Daher, wenn jemand kommt und sagt, Allah ist Ar-Rahman, das ist richtig. Wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, Ar-Rahman ist Allah, das ist falsch. Ar-Rahim ist Allah, das ist falsch. Das stimmt nämlich nicht. Allah ist Ar-Rahman. Ar-Rahim ist nicht Allah. Allah ist Ar-Rahman. Warum? Allah im edlen Koran, wenn er über seine Asma'ul Husna berichtet, kommt immer vorher erstmal Allah. Qul huwallahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Allahu samad. Allah ist es, der unabhängig ist. Immer wieder Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah ist es, außerdem es keinen Gott gibt. Er ist Hayy und Qayyum. Huwa allazi musawwirukum kayfa yasha. Huwa Allahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada. Oder huwa Allahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min. Allah ist es, der al-Malik, al-Quddus, as-Salam ist. Immer wieder kommt erst Allah und dann die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil alle Namen und Eigenschaften sich bei Allah versammeln. Allah ist der, in dem sich alles versammelt. Ein weiterer Punkt ist, Allah, diesen Namen Allah kann man nichts und niemanden anders geben. Zum Beispiel, man kann andere Asma'ul Husna sein Kind so benennen. Qadir, ja, kann man zum Beispiel sagen, oder Latif. Das sind Namen, die kann man so vergeben. Aber Allah darf man für nichts anderes vergeben. Nichts anderes. Selbst Allah beschreibt die Gläubigen im Koran als Mu'minun. Das Mu'minun sind die Gläubigen. Allah, sein Name, einer seiner Asma'ul Husna ist Al-Mu'min. Also die werden gleich geschrieben, aber die Bedeutung ist unterschiedlich. Aber Allah, das Lafzul Jalala, Allah, wird nichts und niemanden zugeschrieben, außer Rabbul Alamin, dem Herrn der Welten, außer Allah. Das dazu erstmal. Der Name Allah kommt im edlen Koran 2697 Mal vor. Allah. 2697 Mal. Es gibt 6236 Verse im Koran. Fast die Hälfte der Verse befindet sich das Wort Allah drin. Wenn wir jetzt die Pronomen mitnehmen, wie Huwa oder Nahnu, wo Allah sagt, er hat es erschaffen, er meint aber sich, oder wir haben es erschaffen, wir, wenn wir das noch mit hineinnehmen, da sind es ca. 6000 Verse, in dem es um Allah geht. Fast der ganze Koran, in jedem Vers, geht es um Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Allah will uns damit sagen, o meine Diener, ich habe diesen Koran herabgesandt, damit ihr mich kennenlernt. Hier geht es um mich. Ihr sollt mich kennenlernen.
Ihr sollt nicht in Ikhtilaf fallen, wenn es um mich geht. Wenn es um Tawhid geht, dürft ihr nicht in Ikhtilaf fallen. Denn ich beschreibe euch schon ausführlich, wer ich bin, was ich mache. Ihr Menschen sollt euer Leben, euer Tod, eure Kinder, euer Hab, euer Gut, alles für mich opfern. Also habt ihr das Recht auch zu erfahren, für wen ihr das opfern sollt. Und Allah beschreibt in 6000 Versen fast über sich selbst. Also geht es eigentlich im edlen Koran nur darum, Allah überhaupt kennenzulernen. Geht eigentlich nur darum. Was bedeutet aber dieser Name Allah? Allah, dieser Lafzu Jalalai, das Wort Allah, was bedeutet der? Die Gelehrten kommen und teilen sich da in zwei auf. Manche Gelehrten sagen, Allah, sein Name ist Jamid, die anderen sagen, Allah, sein Name ist Mushtaq. Jamid bedeutet, Allah hat keine Wortwurzel. Allah hat keine Ursprungswort, also Ursprungswort. Das ist Allah, ist ein festes Wort, was nur auf eine bestimmte Sache hinzudeuten ist. Und zwar auf den Herrn der Welten, auf den man anbetet, Allah. Die anderen Gelehrten kommen und sagen, nein, es ist Mushtaq. Mushtaq ist was? Nein, das Wort Allah stammt von einem bestimmten Wortwurzel ab, was auch eine andere Bedeutung hat. Die Gelehrten, die sagen, Allah stammt von keinem anderen Wort ab, bringen die Begründung und sagen, wenn du zum Beispiel jetzt kommst und sagst, Allah hat eine andere Wortwurzel, dann sagen sie, wie kann denn Allah auf etwas anderes hinzudeuten sein, wo Allah es doch alles später erschaffen hat? Allah gab es doch schon immer. Allah hat erst später die Sachen erschaffen. Wie kann man sagen, dass das Wort Allah auf eine andere Sache hinzudeuten ist? Des Weiteren sagen sie, als Allah sich Musa vorstellt, sagt Allah, ja Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. O Musa, ich bin Allah, der Herr der Welten. Sie sagen, Allah stellt sich dort mit Allah vor. Des Weiteren sagen sie, wenn man zum Beispiel Dua macht, sagt man Allahumma. Man sagt zum Beispiel, ja Allah. Wenn man zum Beispiel Ar-Rahman nimmt, man sagt nicht ja Ar-Rahman, sondern ja Rahman. Da fehlt dieses Elif Lam, geht da weg. Ja, nicht Ar-Rahim, sondern ja Rahim, ja Rahman, ja Malik. Man sagt nicht ja El-Malik. Außer bei Allah fällt das Elif Lam nicht weg. Man sagt ja Allah. Also sagt man, das ist ein fester Name, der nur auf eine bestimmte Sache hinzudeuten ist. Die Gelehrten kommen und manche sagen, nein, dieser Name hat keine Bedeutung. Dies ist nur auf eine bestimmte Sache hinzudeuten, und zwar, dieser Lafzu Jalala ist nur auf Allah hinzudeuten. Die anderen Gelehrten sagen, nein, es hat eine Wortwurzel. Und zwar, es stammt von dem Wort Ilah ab. Allah stammt von dem Wort Ilah ab. Ilah ist Gott, demjenigen, dem es gebührt anzubeten. Derjenige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Sie sagen, das Wort Allah stammt vom Ilah ab. Alaha, Ilah. Um Allah zu ehren, einen Respekt zu erweisen, hat man ein Elif Lam vorne hinzugefügt. El-Ilah. Also waren zwei Hemser gewesen. El und dann Ilah, das I. Hat man das I weggestrichen, dieses Elif, das Hemser, also El-Lah. Und weil es zwei Lam waren, die hintereinander folgten, hat man ein Lam weggemacht und ein Shadda drüber gemacht. Also hieß es Allah. Sie sagen aber, das Mastar, das Wortwurzel von Allah, ist bei Ilah. Das Ähnliche gibt es mit Unas, die Menschen. Unas, fügt man einen Artikel dazu, El-Unas, geht ein Hemser weg, das U, dann heißt es El-Nas. Und weil es ein Hurufu Shamsi ist, heißt es En-Nas. Ilah. Alaha. Was bedeutet aber dieses Wort Ilah? Was für Bedeutung hat alles dieses Wort Ilah? Ich werde euch jetzt sogar 11 Bedeutungen aufzählen, was Ilah alles bedeutet, noch bedeutet, aber die exakt ebenfalls auf Allah subhanahu wa ta'ala zutreffen. Ihr könnt euch die auch aufschreiben, ich werde die sowieso auch erwähnen auf der Seite und unter dem Video werde ich das hinschreiben, aber ihr könnt gerne das nochmal mitschreiben. 10 Punkte, 11 Punkte, die Allah Ilah bedeuten und die auch ebenfalls auf Allah zurückzuführen sind. Das erste ist Alaha. Alaha. Wenn man sagt Alaha Fulanun, dann heißt das Ajarahu wa ammanahu. Er hat ihn unter seine Obhut genommen, unter seinen Schutz genommen und hat ihm Sicherheit gewährt. Allah sagt im edlen Koran, Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Sprich, wer ist es, dessen die ganze Herrschaft, der die ganze Herrschaft in seiner Hand hält und der es ist, der Schutz gewährt und vor dem es überhaupt keinen Schutz gibt.
Wer ist es? Frag sie, sagt Allah. In kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. So werden sie sagen, Allah. Yani, was bedeutet das? Wenn Allah euch bestrafen will, dann gibt es keinen, der sagen kann, ich werde dich vor Allah beschützen. Sowas existiert nicht, gibt es nicht. Wenn Allah dich aber beschützen will vor einer Sache, kann dir niemand anderes was antun. Niemand anderes. Guck mal, Bara bin Azib geht zum Propheten und sagt, ja Rasulallah, was soll ich abends, bevor ich schlafen gehe, lesen? Sag mir irgendwas. Und er bringt ihm ein Dua bei, was man vor dem Schlafen gehen sagen soll. Und in diesem Dua kommt ein bestimmter Part, La malja'a wa la manja'a minka illa ilayk. O Allah, es gibt keinen Zufluchtsort und keine Sicherheit außer deins, außer bei dir. Dieses Zuflucht suchen, dieses Schutz von Allah verlangen, in die Obhut Allahs zu gelangen, ist so eine wichtige Sache, dass der Prophet a.s. vor allem, was er fürchtete oder wo er eine Gefahr sah, Zuflucht bei Allah gesucht hat. Es gibt zum Beispiel einen Hadith-Propheten, da sagt der Gesandte Allahs, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Wissen, was keinen Nutzen hat. Wa min qalbin la yakhsha. Und vor einem Herz, was keine Demut hat, was nichts fürchtet. Wa min nafsin la tashba'. Und vor einer Seele, was nie genug hat, was nicht satt wird. Wa min da'watin la yustajabu laha. Und vor einem Dua, was nicht akzeptiert wird. Der Prophet nimmt Zuflucht vor diesen Sachen, weil sie eine Gefahr darstellen. In einem anderen Hadith, was sagen wir in den letzten Tashahhud vom Gebet? Allahumma inna na'udhu bika min azab al-qabr. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor der Strafe des Grab. Wa min azab jahannam, vor der Bestrafung der Hölle. Wa min sharri fitnati al-mahya wal-mamat. Wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Vor dem schlechten, vor dem üblen Fitne des Lebens und des Todes und vor der Fitne des Dajjal. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Fitne, die bereits offenkundig wurde und die noch verborgen ist. Also hat der Prophet fast überall Zuflucht gesucht. So sehr, dass der Prophet gesagt hat, Allahumma inni a'udhu bika minka. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dich selbst. Was meint der Prophet damit? O Allah, ich suche Zuflucht bei deiner Rahmat, bei deiner Barmherzigkeit, vor deiner Bestrafung. Guck mal, wenn ihr irgendwas im Leben habt, was ihr fürchtet, wovor ihr Angst habt, wo ihr glaubt, das würde mir große Probleme machen, das wird eine schwere Sache für euch, wenn es auf euch zutrifft, dann sucht ihr Zuflucht bei Allah. Ihr bittet Allah darum, euch in dieser Sache unter seinen Schutz zu nehmen. Ihr müsst Allah darum bitten, euch in dieser Sache unter seinen Schutz zu nehmen. Weil wenn ihr unter Allah seine Obhut seid, in dieser Sache wird euch nichts passieren. Der zweite Punkt, was Ilah bedeutet, ist Elihe. Elihe. Wenn man sagt Elihe Fulanun, dann bedeutet das Tahayyara. Tahayyara, übrigens, ich will ja noch mal kurz sagen, dass diese Aufzählung bei Ibn Kathir im ersten Band da sind. Er beschreibt diese Mushtaq und Jamid, was die Namen Allahs bedeuten. Also Ibn Kathir erklärt das eigentlich relativ ausführlich. Kurz dazu. Der zweite Punkt, Elihe, haben wir gesagt. Elihe Fulanun bedeutet Tahayyara. Er ist verwundert. Er ist erstaunt. Warum ist man verwundert, erstaunt? Warum trifft der Name auf Allah zu? Wenn der Mensch über Allah, seine Schöpfung, sein Qadr, seine Barmherzigkeit, sein Besitz, seine Gebote, seine Verbote, seine Scharia, wenn ein Mensch über diese Sachen nachdenkt, dann wird er verwundert und sagt einfach nur Subhanallah. Subhanallah, sagt er. Wenn ihr manchmal was Heftiges seht, sagt einfach nur Subhanallah. Warum? Ihr seid verwundert. Allah ist es, der einen Menschen verwundert. Guck mal, ein Mensch befindet sich zwischen Allah sein Qadr und Allah seine Scharia. Was Allah für euch vorgeschrieben hat und wonach ihr euch richten sollt. Ala lahul khalq wal amr. Er ist es, der erschafft hat und der Entscheidung gibt, der Gesetze gibt. Denkt ihr über Allah seine Schöpfung nach, sein Qadr, werdet ihr erschrocken sein. Subhanallah, werdet ihr sagen. Denkt ihr über die Scharia und die Weisheit dahinter nach. Was für eine Weisheit die Scharia hat. Dann sagt einfach nur Subhanallah. Guck mal, ich möchte euch ein Beispiel geben. Musa a.s., dieses Qadr von Allah. Pharaon träumt, dass er gestürzt wird. Von einem Jungen. Er befiehlt, alle neugeborenen Jungs zu töten. Sie töten alle. Musa kommt auf die Welt. Die Mutter hat Angst, dass sie ihn töten, legt ihn in einen Korb und in dem Nil, in den Fluss von Nil. Dieser Fluss von Nil, dass er überlebt, der Fluss ist nicht wie hier die Werra. Es ist ein großer Fluss.
Dass er da überlebt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, sehr gering. Die Mutter geht weg. Dann kommt jemand vom Palast und findet Musa. Da kommt ein Korb mit einem Kind. Sie nehmen das. Sie nehmen das Kind, bringen es zum Palast. In den Palast hinein. Sie sagen, wir werden dieses Kind nicht töten, weil Pharaon, seine Frau, möchte unbedingt ein Kind haben, es erziehen. Sie lassen es im Palast. Sie töten das Kind nicht, andere Kinder töten sie. Dann, sie wollen das Kind Milch geben, das Kind trinkt von keinem anderen Milch. Das trinkt von keiner Milch. Sie sagen, es gibt im Dorf eine Frau, die ist eine gute Frau, wir rufen sie. Sie rufen Musa, seine Mutter. Die Mutter von Musa wird in den Palast gerufen, um ihren eigenen Sohn trotzdem zu erziehen. Sie erzieht ihren Sohn und derjenige, der Pharao stürzt, hätte Pharaon jemals gedacht, dass er aus seinem eigenen Palast kommen wird. Allahu Akbar. Das ist Allah sein Qadr. Das ist Subhanallah. Da kommen die Menschen und werden verwundert, weil das ist Allah sein Qadr. Allah hat zu allem die Macht. Wenn wir an Allah denken, dann werden wir verwundert. Der dritte Punkt ist Elihe. Elihe alayhi. Wenn man sagt Elihe alayhi, dann heißt das Ishtaddat jaz'uhu. Das heißt, er hat ein unruhiges Gefühl bekommen, ein Bedrängnis im Herzen. Sein Herz wurde eingeengt. Der nächste Punkt sage ich gleich, Waliha. Waliha. Waliha ist Ishtaddat huznuhu. Er hat starke Trauer empfunden. Er wurde stark bekümmert. So, jetzt die Frage, wie kann das sein, dass wenn man Allah zu seinem Gott nimmt, dass man ein eingeengtes Herz bekommt und starke Trauer empfindet? Wie kann das sein? Normalerweise ist doch immer, wenn wir Allah zu unserem Herrn nehmen, dass unser Herz Sakine, Ruhe findet und geweitet wird. Warum? Trauer und eingeengt. Das ist darauf zu beziehen, jemand, der sich einen anderen Gott nimmt außer Allah, der sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt, der wird ein eingeengtes Herz bekommen, ein Beklommenes finden und er wird sehr traurig. Guck mal, Allah sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, und Zikr sagt man auch zum Koran, von meinem Koran abwendet, oder von den Tasbihat, yani Subhanallah, Alhamdulillah, wer sich von meinem Zikr abwendet, dem werden wir ein Leben in ein beengtes Leben geben, in Bedrängnis geben. Was ist damit gemeint? Ein beengtes Leben in Rizq? Dass die Kuffar weniger essen werden, weniger Rizq kriegen? Nein, das ist damit nicht gemeint. Die Kuffar sind die, die auf der Welt das meiste Reichtum genießen. Damit sind nicht die Kuffar mit ihrem Mal gemeint, mit ihrem Rizq gemeint. Die Kuffar leben das meiste Reichtum, denen geht es am besten. Was ist damit gemeint? Das Beengte, das Bedrängnis, die Trauer in dem Herzen. Ihr kennt es bestimmt selbst, es gibt Reiche, die haben alles, aber sind unzufrieden. Warum? Ihre Herzen sind beklommen. Sie haben sich von Allah entfernt und es ist eine Lücke entstanden. Sie haben sich etwas anderes zu ihrem Gott genommen. Sie haben sich etwas anderes zu Gott genommen. Nimmst du dir etwas anderes zu Gott, so passiert das. Guck mal, der Prophet sagt in einem Hadith, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa wantakasa, wa isa shika falantaqash. Vernichtet werden soll der Diener des Dinar, vernichtet werden soll der Diener des Dirham, vernichtet werden soll er. Wenn ihn ein Dorn in seinen Körper eindringt, soll er nichts finden, damit er das entfernen kann. Der Prophet benutzt ja eine krasse Ausdrucksweise eigentlich. Warum? Er sagt, hier gibt es Menschen, die haben den Dinar und Dirham zu Gott genommen. Mögen sie vernichtet werden. Dinar, Dirham sind Euro und Dollars. Die haben sich das Geld zu ihrem Gott genommen. Warum? Was haben sie gemacht? In u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Als ihnen gegeben wurde, waren sie zufrieden. Aber wenn ihnen nicht gegeben wird, so wurden sie wütend. Jetzt guck mal, wenn ihr in eurem Leben eine Sache habt und ihr wollt sie sehr haben, es klappt aber nicht. Ihr werdet sehr wütend. Trauer ist ein Unterschied und wütend werden ist ein Unterschied. Man kann traurig werden, wenn man eine Sache nicht bekommt. Aber wütend werden ist eine andere Sache. Wenn ihr wütend werdet, heißt das, ihr betet die Sache an. Ihr betet die Sache an. Jemand, der kommt und bei einer Sache übertrieben viel Liebe empfindet, sich freut oder übertrieben wütend wird in einer Sache, weil er sie nicht bekommen hat, ist es ein Anzeichen, dass er die Sache anbetet. Es ist eine Gefahr. Da muss man sagen, stopp. Irgendwas stimmt gerade in meinem Leben nicht. Des Weiteren ist es oftmals so, dass ein Mensch, ihr seht es auch vielleicht bei euch selbst, manchmal kommt ihr und sagt zum Beispiel zu euch selbst, in meinem Leben geht es überhaupt nicht gut, ich bin traurig, mir geht es schlecht, ich fühle mich nicht gut die ganze Zeit. Dann ist das ein Zeichen, wo vielleicht ihr nachdenken solltet, habe ich mich nicht vielleicht von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt?
Habe ich mich vielleicht nicht von meinem Rabb irgendwo ein bisschen entfernt, weil das Trauer ist nicht normal. Beengtes Leben ist nicht normal. Warum kommen diese Sorgen auf einmal, die ganzen Probleme? Wenn ihr überlegt und es kommt nicht, dadurch, dass ihr euch von Allah entfernt habt, eure Ibadah sind immer noch ganz normal, ihr macht die sauber und ordentlich, dann ist es eine Prüfung. Aber überlegt erstmal, ob ihr nicht eure Ibadat, ob ihr etwas vernachlässigt habt, einige Sunnah. Das ist sehr, sehr wichtig, wirklich. Der 5. Punkt ist Waliha. Waliha und Haul. Also Waliha bedeutet, das sagt man zu einer Mutter für ein Kind. Man sagt, Walihatu ummu ila tifli. Das heißt, die Mutter hat sich mit Liebe, mit Zuneigung, mit Geborgenheit sich um ihr Kind gekümmert. Andersrum kann man genauso sagen, man sagt, Walihati tiflu ila ummihi. Das Kind hat sich mit Liebe an ihre Mutter gebunden. Ihr müsst überlegen, ein Kind, was 1 Jahr, 2 Jahre ist, wie es abhängig ist von seiner Mutter. Und denkt an eine Mutter, wie sie sich um ihr Kind kümmert, wenn ein Kind 1 Jahr alt ist. Und wie viel Liebe, Geborgenheit, Fürsorge, Nachsicht im Spiel ist. Waliha bedeutet, jemanden durch Liebe an sich binden. Das trifft nämlich auf Allah zu. Waliha, jemanden mit Liebe an sich binden. Allah ist es, der die Diener mit Liebe an sich bindet. Genau das Gegenteil, Haulun, ist extrem vor etwas Angst haben. Haul. Man sagt zum Beispiel, Ahwalu yawmul qiyamah, die Furcht des jüngsten Tages, sagt man. Das eine ist die Liebe, das andere ist die Furcht. Ich will die gerne zusammen erwähnen. Warum? Weil die Fitra eines Menschen akzeptiert keine Lehre. Entweder ihr liebt Allah oder ihr liebt etwas anderes. Entweder ihr fürchtet Allah oder ihr fürchtet etwas anderes. Aber weder das noch das, die Mitte, gibt es nicht. Entweder werdet ihr Allah lieben oder ihr werdet etwas anderes lieben. Oder ihr werdet Allah fürchten oder ihr werdet was anderes fürchten. Guck mal, Allah sagt im edlen Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Unter den Menschen gibt es Leute, die haben sich Dinge statt Allah gleichgenommen. Sie haben sich Allah etwas gleichgestellt. Was haben sie gemacht? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Sie lieben diese Dinge genauso wie sie Allah lieben. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aber diejenigen, die wahrhaftig glauben, sie lieben einzig und allein Allah. Sie lieben Allah sehr stark. Jemand, der kommt und Allah nicht liebt, weil er Allah nicht kennt, dann wird er etwas anderes lieben. Guck mal, wie kann man einen Gott wie Allah nicht lieben, der Rahman ist, der vergebend ist, der barmherzig ist, der nachsichtig ist, der gibt, der Ash-Shakur ist. Man muss doch so einen Allah lieben. Aber wenn man das alles nicht kennt, dann kann man ihn nicht lieben. Was passiert? Dein Herz will und muss jemandem Liebe geben. Dann wird dein Herz kommen und ein Geschöpf, ein Menschen, Geld, Auto, egal, irgendwas anderes wird kommen, was du anfängst zu lieben. Aber diese Liebe gebührt eigentlich Allah. Aber weil du Allah nicht das gegeben, weil dein Herzen dieses Dings nicht gegeben hast, was es braucht, Allah nämlich, wird es sich irgendwo anders Liebe finden, suchen. Aber er wird da enttäuscht werden. Weil diese Liebe, die dein Herz braucht, gebührt einzig und allein Allah. Alles andere wird dich enttäuschen. Danach wirst du sagen, ich bin enttäuscht worden. Du hast zu sehr geliebt. Du hast die Liebe, die eigentlich Allah gebührt, jemand anders geben. Die hättest du ihm nicht geben dürfen. Weil du Allah nicht wahrhaftig geliebt hast, hat dein Herz sich was anderes gesucht. Deswegen wurdest du enttäuscht. Deswegen muss man Allah kennen und Allah mehr lieben als alles andere. Und das ist wirklich sehr wichtig. Nicht Allah gleich lieben. Hier geht Allah, hier beschreibt Allah Leute, die lieben Allah gleich wie andere. Wir fragen uns zum Beispiel, ein Mann tötet sich für eine Frau. Wie kann ein Mann sich für eine Frau töten? Das heißt, wir Muslime sagen, unser Leben, unser Tod ist für Allah. Unser Leben, unser Tod ist nicht für eine Frau oder für Geld oder für was anderes. Wenn jemand kommt, aber sich tötet für eine Frau, dann heißt das, er hat diese Frau so geliebt, entweder wie er Allah geliebt hat oder mehr als Allah geliebt hat. Versteht ihr? Das geht nicht. Liebe, übertriebene Liebe ist eine Art von Schirk. Das ist nicht nur eine Krankheit. Das gehört zu einer brutalen Art von Schirk. Deswegen müsst ihr immer wieder hinterfragen, wen liebe ich am meisten? Wie liebt man? Wenn du jemanden liebst, wie viel weiß ich über ihn? Wie viel spielt er in meinem Leben eine Rolle? Wie viel gedenke ich ihn? Das sind alles wichtige Punkte. Und da könnt ihr euch selbst kontrollieren.
was für eine Rolle spielt Allah in meinem Leben? So sehr liebt ihr diesen Herrn. Das nächste war gewesen, haben wir gesagt, ist Furcht, Angst. Guck mal, wenn ihr Allah nicht fürchtet, dann werdet ihr etwas anderes fürchten. Die Mushrikun in Mekka zum Beispiel, sie haben vor Djinn Angst gehabt. Was heute viele Muslime auch haben. Die Muslime kommen ja und sagen ja, sag nicht das Wort mit den 3 Buchstaben. Da war ich ja früher schockiert, ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, was da gemeint ist, mit den 3 Buchstaben. Und die hat sie nicht gesagt die ganze Zeit. Ich so, was meinst du denn? Ja, mit den 3 Buchstaben, du weißt doch. Ich so, nein, weiß ich nicht. Es ging hin und her, bis irgendwann ich verstanden habe, dass damit Djinn gemeint ist. Die Leute, die Mushrikun von Mekka haben die Djinn ebenfalls gefürchtet. Als sie, steht in Surah Djinn drin, als die Djinn danach zum Islam konvertiert sind, erzählen sie das. Die sagen, als die Mushrikun sich in der Wüste verlaufen haben, hatten sie Angst vor Djinn. Also haben sie Zuflucht bei den Djinn gesucht. Was haben diese Djinn gemacht? Sie haben nur ihre Angst vermehrt, sagt Allah. Nur ihre Angst vermehrt. Djinn ist eine Schöpfung, die Allah erschaffen hat, nicht damit wir sie fürchten. Er gibt den Geschöpfen nicht eine Aufgabe oder eine Beschreibung, die Allah denen gar nicht gegeben hat. Djinn hat Allah erschaffen, berichtet uns im Koran, dass sie ebenfalls geprüft werden mit dem Paradies oder Hölle. Und er beschreibt uns das, damit wir sein Azamet, seine Macht, seine Mächtigkeit uns vor Augen halten. Das ist der Grund. Und nicht damit wir diese fürchten. Aber wenn man anfängt, Dinge zu fürchten, die gar nicht diese Furcht gebührt, so wird man immer mehr Angst haben. Guck mal, ich will auf etwas hinweisen. Angst haben ist was ganz Normales. Musa hatte auch Angst, als sein Asa zu einer Schlange wurde. Musa hatte auch Angst, zu Pharaon zu gehen, Tibet zu machen. Er sagte mir in den Koran selbst, oh Allah, ich fürchte, dass Pharaon mich tötet. Sagt Musa zu Allah. Musa hat auch Angst gehabt. Angst ist normal. Aber wenn du anfängst, vor alles Angst zu haben in deinem Leben, alles bereitet dir Angst ein, egal was ist. Ja, wenn ich jetzt hierher komme, dann könnten die mir was antun. Wenn ich herkomme, könnten die meinen Pass nicht verlängern. Wenn das passiert, dann könnte das passieren. Aber Bruder, meine Kinder, ich habe Angst, was soll ich da machen? Wie soll ich die erziehen? Meine Frau, ich habe Angst. Mein Rizq, ja Rabbi, was, wenn es nicht auch... Wenn alles in deinem Leben dir Angst macht, dann ist das ein Signal, dann ist ein Alarmstufe rot. Du nimmst ja gerade etwas anderes zu Gott. Du fürchtest gerade Dinge, die es nicht gebührt. Wenn du Allah fürchtest, wirst du nichts anderes fürchten. Wallahi, wenn ihr Allah fürchtet, so werdet ihr nichts anderes fürchten. Fürchtet ihr aber nicht Allah, dann fängt ihr an, alles zu fürchten. Ihr werdet Angst vor alles kriegen einfach. Liebe und Furcht gebührt einzig und allein Allah. Einzig und allein. Haltet euch das vor Augen. Wenn ihr Allah wahrhaftig liebt, dann werden die anderen Dinge geliebt in Maßen sein. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Wenn ihr Allah wahrhaftig fürchtet, dann werdet ihr die anderen Dinge nicht mehr fürchten. Und ihr werdet anders durchs Leben gehen. Motiviert, stark, mutig. Der nächste Punkt, was Ilah noch bedeutet, der 6. Punkt ist Laha, mit einem Wow hinten. Das heißt Lahu. Allah beschreibt nämlich diese Dunya als Lahu. Warum? Er sagt, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ. Das diesseitige Leben ist nichts anderes außer Vergnügen und Spaß haben. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Aber das wahre Leben ist im Jenseits, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu bedeutet Vergnügen. Sich mit einer Sache so sehr zu beschäftigen, Vergnügen, Spaß haben, dass du das alles drumherum vergisst. Lahu. Das ist auch ein Name des Ilah. Und dies auf Allah zurückzuführen. Wenn ihr euch mit Allah beschäftigt, mit seinem Buch beschäftigt, dann werdet ihr so sehr euch darin vertiefen, ein Vergnügen, eine Lust, einen Spaß daran haben, sodass euch nichts anderes mehr erfüllt, außer das Lesen des Buches Allahs oder Ibadat. Das ist auch eine Name und Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der 7. Punkt, was Ilah noch bedeutet, ist Halatun. Halatun ist das Licht, das Schein um den Mond herum. Dieses Lichtschein. Halatun. Warum ist es auf Allah zuzuführen? Allah ist das Licht von allem. Das sagt auch Allah selbst im Koran. Allahu nuru samawati wal ard. Allah ist das Nur des Himmels und der Erde. Allah ist das Nur. Zum einen ist Allah, sein Name An-Nur, die Reflexion, alles was leuchtet. Die Sterne, die Sonne, der Mond. Dies sind alles Eigenschaften, die
die die Reflexion von Allah, sein Namen, An-Nur, abkriegen. Des Weiteren ist Allah das Nur unseres Herzens. Wenn Schirk, Haram, Nifaq in unserem Herzen kommt, wer ist es, der unser Herz erleuchtet? Allah. Yukhrijuna mina zulumati ila nur. Und Allah ist es, der euch aus der Finsternis ins Licht holt. Alles auf der Erde ist eine Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist wie der Schein. Genau wie die Sonne auf alles trifft auf der Erde, ist Allah die Quelle des Nur. Allah ist die Quelle. Und alles, seine Schöpfung, ist ein Schein und trägt seine Reflexion, seinen Namen und Eigenschaften. Eine seine Eigenschaften An-Nur, die andere seine Eigenschaft Musawwir, die andere seine Eigenschaft Al-Jamil. Unterschiedlich. Aber Allah ist die Quelle. Und alles andere trägt seinen Schein. Existiert nur wegen seinem Schein. Wie es in diesem Namen beschrieben wird. Allah ist die Quelle An-Nur. Und alles, was mit Allah in Verbindung gebracht wird, wird auch zu Nur. Warum ist der Mushaf so wichtig? Warum ist der Koran so wertvoll für uns? Weil es Allah sein Wort ist. Warum ist Muhammad zum Propheten geworden und so wichtig für uns? Weil er Rasulullah ist, der Gesandte Allahs ist. Wenn man mit der Quelle in Verbindung gebracht wird, dann macht Allah das auch zu Nur, wie sein Buch und sein Propheten. Der 8. Punkt, was Ilah noch bedeutet, ist Ahlun. Ahlun sagt man zu Menschen, die einem nahestehen. Verwandte, Bekannte, Nahfreunde. Sagt man Ahlun. Das sind meine Ahl, meine Nahverwandten, meine Nahbekannten. Allah sagt im edlen Koran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir haben wahrlich den Menschen erschaffen und wir wissen doch, was in seiner Seele eingeflüstert wird. Wir wissen doch, was er in seinem Inneren hegt. Denn wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Wir sind ihm noch näher als seine Halsschlagader. Guck mal, wenn ihr Allah wirklich als einen nahen Allah an euch seht, der euch wirklich nah ist, dann akzeptiert ihr Allah als euren Gott. Dann heißt das, ihr betet Allah an. Wenn ihr Allah nah an euch immer wieder empfindet, verspürt, so werdet ihr mit Taqwa rumlaufen. Eure Gottesfurcht wird mehr sein. Umso weiter ihr Allah von euch fühlt, desto mehr macht ihr Isyan, desto mehr seid ihr auflehnerisch gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel, das ist in der Fitra des Menschen so. Wenn der Lehrer sagt, nächsten Monat gibt es eine Prüfung, dann sagst du, gut, du machst alles ganz normal weiter. 2 Wochen vorher fängst du ein bisschen nervös zu werden. 1 Woche vorher fängst du an zu lernen. 3 Tage vorher bist du richtig panisch. 1 Tag vorher drehst du völlig am Rad. Warum? Die Prüfung ist nahe gekommen. Wenn eine Sache weit weg ist, dann fürchtest du die nicht. Aber wenn eine Sache dir nachkommt, dann fängst du an, dich darauf vorzubereiten. Du fängst an, dich darauf vorzubereiten, weil du kriegst Panik. Du weißt, jetzt muss ich was machen. Genau wie der Tod. Die älteren Menschen oder Menschen, die im Sterbebett liegen, sagen dann oft, werden nachsichtig und sagen, ich vergebe, ich will doch wieder Frieden. Warum? Sie wissen, der Todeszeitpunkt kommt näher. Der kommt näher. Ein anderes Beispiel, ein Kind. Wenn ein Kind frech ist, dann sagt die Mutter zu einem Kind, ich werde es deinem Vater sagen, wenn er heute Abend nach Hause kommt. Ne? Das Kind macht sich nichts, er spielt weiter. Es wird Abend, die Sonne geht unter, das Kind überlegt, aha, jetzt wird mein Vater bald kommen. Jetzt wird bald der Vater kommen. Er weiß, der Zeitpunkt kommt immer näher, immer näher. Also fängt er an, nervös zu werden und sich Acht zu geben, hinzugehen, zu entschuldigen. Und so ist mit Allah. Wenn ihr Allah wirklich nah an euch spürt, wenn ihr wisst, dass Allah euch sehr nah ist, dann werdet ihr keine Sünden machen. Ihr werdet aufpassen, wie ihr handelt. Ihr werdet aufpassen, was ihr sagt. Weil ihr wisst, Allah ist euch sehr nah. Er sieht doch alles. Er ist euch extrem nah. Aber diesen Namen Al-Qarib werden wir sowieso nochmal separat behandeln, wenn wir zu dem Asma'ul Husna von Al-Qarib auch kommen. Der 9. Punkt ist Laha. Laha Yalihu. Das bedeutet, sich zu verschleiern. Eine Gardine. Zum Beispiel sagt man, Lahat il-Mar'a oder Tasattarat il-Mar'a. Die Frau hat sich bedeckt, hat sich verschleiert. Warum sagt man das? Allah, was hat das mit Allah zu tun? Allah ist es, der die Augen verschleiert. Man kann Allah nicht sehen. Guck mal, ihr könnt Allah nicht sehen. Musa sagt in Surah Araf zu Allah, Ja Rabbi, Arini anzur ilayk. Oh Allah, zeig dich mir. Ich möchte dich angucken. Ich möchte dich anblicken. Was sagt Allah? Qala lan tarani. Musa, du wirst mich nicht sehen. Niemals. ولكن انظروا إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Aber gucke auf den Berg. Wenn der Berg auf seinem Platz stehen bleibt, stabil bleibt, so wirst du mich auch sehen.
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Und als sich Allah diesen Berg erschien, sich öffnete, ist der Berg zerfetzt. Der Berg ist in Trümmer gefallen und zu Staub geworden. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Und Musa wurde durch diese Brutalität ohnmächtig. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ أَبْصَارِ. Das Sehvermögen erfasst Allah nicht, kann Allah nicht erfassen, aber Allah erfasst jedes Sehvermögen. Deswegen, ein Name ist verschleiert. Man kann Allah mit dem bloßen Auge nicht sehen. Wir können es nicht sehen einfach. Das geht in dieser Dunya unmöglich. Der nächste Punkt ist irtafa'a. Wenn man sagt, laha, laha, tayrun, der Vogel ist hochgestiegen. Warum sagt man das? Weil Allah ist Aliyul A'la. Allah ist der Allerhöchste. Allah, nichts steht über Allah. Allah hat den Überblick über allem. Nichts entgeht Allah. Nichts bleibt verborgen vor Allah. Nichts bleibt versteckt vor Allah. Nichts und gar nichts kann vor Allah irgendwie verborgen bleiben, weil Allah ist der Allerhöchste und nichts steht über Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, bei wem sich das alles versammelt, er ist Ilah. Was ist das? Ma'bud bihaqqin. Er hat das Recht, angebetet zu werden. Er verdient es. Ihm gebührt die Anbetung. Jemand, der all diese Dinge hier beinhaltet, der gebührt es, der verdient es, angebetet zu werden. Deswegen ist Allah Al-Ilah. Er ist unser Allah, weil er all diese Dinge bei sich beinhaltet. Ihr habt bestimmt gemerkt, in diese ganzen Beschreibungen kamen sowieso auch Namen und Eigenschaften Allah separat vor. Wir werden diese auch sowieso, wenn der Zeitpunkt kommt, wenn wir die dran nehmen, werden wir die beschreiben und nochmal erklären. Das war erstmal zu Lafzu Jalalat, zu Allah die Bedeutung. Inshallah, wenn, genau wie wir jetzt sagen können, das bedeutet Allah, wir haben die Punkte aufgezählt, das alles ist gleich Allah. Wenn wir später alle Asma'ul Husna verstanden durchhaben, dann werden wir sagen, Allah ist genau das. Das alles gleich Allah, sagen wir dann. Inshallah möge Allah uns erlauben, diese Vortragsreihe bis zum Ende zu machen. Das nächste, worauf ich hinaus will, ist Isma Azam. Isma Azam, sagt man, ist der höchste Name Allahs, der mächtigste Name Allahs. Was ist dieser Name? Der Prophet sagt, Iza su'ila bihi a'ta wa iza du'ya bihi ajab. Wenn man Allah mit diesem Namen von ihm verlangt, so wird Allah dir das geben, egal was du willst. Machst du Dua mit diesem Namen, so wird Allah dieses Dua von dir annehmen. Die Gelehrten kommen und teilen sich auf und sagen, Isma Azam, ja, sowas gibt es nicht, sagen sie. Manche sagen, nein, das stimmt nicht. Manche sagen, Isma Azam ist verborgen. Es kommt weder im Koran noch in der Sunna, sagt der Prophet zum Beispiel, das ist Isma Azam. So, genau das gibt keine direkten Andeutungen. Manche sagen, genau wie es gibt einen Zeitpunkt von Jum'a oder Laylatul Qadr, man weiß nicht genau, wann das ist Isma Azam auch eine Sache, die verborgen ist. Diese wissen nur bestimmte Menschen, bekommen das eingegeben sozusagen. Aber die Gelehrten kommen und machen eine Kategorie, Ibn Hajar, Imam Suyuti, sie kommen und sagen zum Beispiel, jeder hat seine eigene so Chronologie und sagt zum Beispiel, durch Hadith, es gibt ja Überlieferungen, manche von denen sind daif, deswegen sagen viele Gelehrten, wir lassen das weg, aber sie kommen und machen eng den Kreis ein, welche Namen alles Isma Azam sein können. Und zu diesem Kreis gehört definitiv Allah, der Name Allah mit zu Isma Azam. Der Name, dass wenn die Menschen verlangen, Allah ihn gibt und wenn sie Dua machen, Allah ihre Duas erhört. Warum? Burayda ibn Husayb sagt, wir waren mit den Gesandten Allahs. Und da kommt ein Mann und macht folgendermaßen Dua. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. O Allah, er kommt und macht Dua. Ich bezeuge, ich verlange von dir und bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer dich. La ilaha illa anta al-ahadu samad. Das sind Namen und Eigenschaften von Allah. Der einzigartig ist und der unabhängig ist. Lam yalid wa lam yulad, der weder gebärt hat noch gebärt wurde, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, und dem nichts gleich ist. Daraufhin sagt der Prophet a.s. لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبَ. Er hat Allah mit diesem Namen angebetet, sodass, egal was er jetzt von Allah will, Allah ihm das gibt und egal was er Dua zu Allah macht, Allah sein Dua erhören wird. Was ist in diesem Dua drinnen?
da ist dieses La ilaha illa ant drin. Dieses La ilaha illa anta, warum sage ich, dass das zu Isma Azam gehört? Weil Yunus a.s., als er in diesem Wal aufgegessen wurde, hat er ebenfalls dieses Dua gemacht. Und Allah hat ihn befreit. Er macht folgendermaßen Dua. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zalimin. Er sagt, oh Allah, es gibt keinen Gott außer dich. Gepriesen bist du. Und ich bezeuge und ich bin einer von den Unterdrückern geworden, sagt Yunus a.s. Und Allah holt Yunus aus diesem Wal, aus dem Fisch raus. Wisst ihr, was Allah in Surah Yunus sagt? Allah sagt, hätte er so nicht Dua gemacht, hätten wir ihn bis zum Tag der Auferstehung da drinnen gelassen. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّهِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Hätte er nicht zu denen gehört, die Allah lobpreisen, auf diese Art gemacht, dann hätten wir ihn bis zum Tag der Auferstehung in dem Wal seinen Bauch gelassen. Das heißt, dieses Dua mit La ilaha illa anta ist schon ein sehr, sehr starkes Dua, was man nicht unterschätzen sollte. Genauso wie Allah Yunus befreit hat, sagt Allah, werde ich euch, die Menschen, ebenfalls von euren Problemen befreien, wenn ihr so Dua macht. Anas berichtet dies, wir kamen in die Moschee und ein Mann machte Dua und sagte, Allahumma inni as'aluka, la ilaha illa anta, al-Hannan wal-Mannan, badi'u samawati wal-Ard, Zul Jalali wal-Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Er kommt, ein Mann macht Dua und der Prophet sagt genau dasselbe wieder. لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِإِسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبَ. Er hat Allah so angebetet mit diesem Namen, wenn er, egal was er von Allah jetzt will, wird Allah ihn das annehmen, ihm das geben und sein Dua wird Allah klar erwidern. Was kommt da drin vor? Da kommt wieder La ilaha illa anta, Al-Hannan, Al-Mannan, Zul Jalali wal Ikram, Badi'u samawati wal Ard und Hayyu ya Qayyum. Das kommt drin vor. Jetzt gucken wir ein Hadith von Asma binti Yazid an. Sie sagt, Isma Azam ist in den folgenden 2 Versen drin. Sie sagt, in dem Vers, wo Allah sagt, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, ar-Rahmanur Rahim. Und in Ali Imran, den ersten Vers, Allahu la ilaha illahu, al-Hayyul Qayyum. Jetzt haben wir eigentlich 5, wo wir das einkesseln. Was ist Isma Azam? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Diese 5 gehören in die Kategorie von Isma Azam an. Wenn ihr Dua zu Allah macht, macht mit diesem Namen Dua zu Allah. Erwähnt diese Eigenschaften, diesen Namen erstmal häufig in euren Duas. Guck mal, ich möchte euch was sagen, und zwar, manchmal bekommt ihr ein Gefühl in eurem Herzen, dass ihr Dua machen wollt. Aber dann passiert irgendwas, ihr macht es einfach nicht. Oder Shaitan macht ein Weswesse. Wenn ihr in eurem Herzen etwas bekommt, dann macht einfach das Dua. Lasst euch gerade nicht ablenken, egal was gerade ist. Geht und macht das Dua. Wenn irgendwas in eurem Herzen kommt, macht Dua. Eine Frage, wer hat diesen ersten beiden Männern, der letzte Hadith war Daif, den ersten beiden Männern, wer hat ihnen dieses Isma Azam beigebracht? Der Prophet? Nein. Wer hat das ihnen beigebracht? Wie sind sie darauf gekommen mit diesem Dua? Sie sind selbst drauf gekommen. Wie haben sie gemacht? Sie haben das Buch Allahs aufmerksam gelesen und haben einfach ein Dua aus Namen und Eigenschaften Allahs gemacht, haben ein Dua gemacht und der Prophet sagt, das war Isma Azam. Lest das Buch Allahs aufmerksam. Wenn ein Dua in eurem Herzen kommt, so bittet Allah. Macht Dua. Allah gibt euch das in eurem Herzen ein. Sagt nicht jetzt, oh nee, ich mache es später. Manchmal kommt es in dem Moment und ihr sagt einfach Dinge, die Allah in eurem Herzen gegeben hat. Dann macht Dua zu Allah. Umar ibn Khattab sagt, wenn ich Dua zu Allah mache, dann überlege ich nicht, ob Allah mein Dua annimmt. Ich mache mir keine Sorgen, weil derjenige, der mich dazu gebracht hat, dass ich Dua mache, will mein Dua erhören. Deswegen hat er mich ja dazu geleitet, Dua zu machen. So ist es. Wenn ihr Dua macht, inshallah würde Allah eure Duas annehmen. Was glaubt ihr, wie viele Menschen es gibt, die keine Duas machen? Unterschätzt das nicht. Viele Menschen, sie heben ihre Hand nicht einmal und machen Dua zu Allah. Während sie in Sajda sind, haben sie noch nie Allah um etwas gebeten, haben Allah noch nie Lob gepreist. Denkt nicht jetzt, oh, jeder weiß das, da kann auch jeder so Dua machen. Viele Menschen machen richtig kein Dua zu Allah. Wallahi, wenn ihr Sorgen, Probleme habt, geht einmal in euer Sujud und macht Dua zu Allah. Öffnet euer Herz Allah.
Öffnet. Wenn eure Tränen kommen, öffnet euer Herz und erzählt Allah und macht Dua zu Allah. Wer weiß, vielleicht ist das Isma Azam da drin in einem Wort, was ihr erwähnt, und Allah wird euer Dua erhören. Ich möchte auf etwas jetzt kommen, der letzte Punkt, also Bereich, und zwar, wie kann man Allah als Individuum erkennen? Das erste, wie man Allah erkennen kann, ist durch sein Buch, indem man sein Buch aufmerksam durchliest. Ja? Wenn man sein Buch aufmerksam durchliest, dann ist eine Möglichkeit, Allah kennenzulernen. Warum? Es gibt Verse wie zum Beispiel Ayat al-Kursi oder Surah Ikhlas, die einzig und allein Allah beschreiben. Und es ist so, dass der Prophet sagt zum Beispiel, diese Verse im edlen Koran, die erwähnt werden, wie Surah Ikhlas, Ayat al-Kursi, die Allah beschreiben, sind mit die wichtigsten Verse im edlen Koran. Imam Shafi, Rahmatullah alayhi, sagt, die Arbeit der ganzen Gelehrten ist da, um die Sunna zu verstehen. Die ganze Sunna ist da, um den edlen Koran zu verstehen. Der ganze Koran ist da, um die Asma'ul Husna zu erklären und zu verstehen. Der Prophet sagt eines Tages zu Ka'b, Ubay ibn Ka'b, Ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah. Welcher Vers ist der gewaltigste Vers im edlen Buch? Er sagt Ayat al-Kursi. Er schlägt auf seine Brust und sagt, O Ka'b, wahrlich, möge Allah dein Wissen segnen. Du hast richtig erkannt. Ayat al-Kursi. Warum Ayat al-Kursi? Weil da sind ganz viele Asma'ul Husna drin. Allah beschreibt sich da selbst. Deswegen ist das der gewaltigste Vers im edlen Koran geworden. Der Prophet sagt, Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutha Qur'ana fil layli? Will denn niemand von euch davon fernbleiben, ein Drittel vom Koran in der Nacht zu lesen? Die Sahabe sagen, ja Rasulallah, wer von uns kann denn ein Drittel vom Koran in der Nacht lesen? Er sagt Surah Ikhlas, فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ Qur'an. Denn der Surah Ikhlas gleicht einem Drittel vom edlen Koran. Warum? Weil Surah Ikhlas nur Allah beschreibt. Da geht es nur um Allah. Deswegen sind diese Verse, wo es nur um Allah geht, besonders hervorzustechen. Die stechen besonders hervor und die kriegen einen besonderen Lohn. Deswegen, wenn manchmal jemand gesagt hat, der hat in der Nacht 3-mal den Koran rezitiert oder den ganzen Koran, weil diese Verse gelesen wurden. Es wäre keine Lüge, wenn du sagst, ich habe heute ein Drittel vom Koran gelesen, wenn du Surah Ikhlas liest. Weil der Prophet sagt das. Diese Verse haben eine gewaltige Bedeutung, weil es da um Allah geht. Da geht es speziell um Allah subhanahu wa ta'ala. Daher könnt ihr Allah erstens durch sein Schari-Buch, durch sein Buch kennenlernen, indem ihr sein Buch liest, aufmerksam liest, die Verse, die ihn selbst beschreiben, oder ihr nehmt einfach zum Beispiel Ar-Rahman, überall wo Ar-Rahman vorkommt, was verbindet Allah selbst mit Ar-Rahman? Ihr habt dann einen Überblick, guckt euch an und sagt, okay, dann versteht ihr das alles sehr gut. Wobei das sehr aufwendig ist. Oder ihr hört euch solche Vorträge an wie jetzt. Der dritte Punkt, wie man Allah kennenlernen kann, ist Nachdenken. Guck mal, ich möchte, das ist der letzte Punkt, inshallah. Nachdenken, Tafakkur, ist so eine wichtige Sache im Islam, dass Allah dauerhaft im Koran davon berichtet. Allah kritisiert eine Gruppe von Menschen im Koran immer wieder im edlen Koran, die ganze Zeit. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah sagt, denken Sie denn nicht über die Schöpfung der Himmel und der Erde nach? أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Sehen Sie denn nicht, oder haben Sie sich nicht umgeschaut in dem Reich der Himmel und der Erde und alles, was Allah erschaffen hat, haben Sie denn nicht einmal rumgeguckt, mal ein bisschen? أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Denken Sie denn nicht über Ihr Nefis, über Ihre Seelen nach? Diese Verse sind nicht zu den Sahabas herabgesandt worden. Die sind eigentlich zu den Mushrikun herabgesandt worden. Aber wisst ihr, was traurig ist? Diese Verse treffen heute 1:1 auf uns zu. Das ist das Problem. Verse, die für die Mushrikun herabgesandt worden sind, treffen heutzutage 1:1 auf uns zu. Warum berichtet aber Allah dauerhaft davon, dass wir nachdenken sollen? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir werden Allah nicht sehen. Wir können Allah mit bloßem Auge nicht sehen. La tudrikuhul absaru. Das Sehvermögen erfasst Allah einfach nicht. Wie können wir ihn sehen? Durch seine Werke. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel von diesen Sindik. Es gibt ja Van Gogh und diese, wie heißen die Künstler? Picasso. Es gibt noch andere sehr bekannte
Da Vinci, genau, es gibt sehr bekannte. Warum sagt man, dass das gute Künstler sind, diese Sündendeckler? Warum? Warum sagt man das? Man guckt auf ihr Kunstwerk. Man guckt auf ihr Kunstwerk und sagt, das sind beste Maler der Welt. Wisst ihr, wie ihr Allah wahrhaftig lieben könnt? Wahrhaftig Allah ehren könnt? Wahrhaftig Allah fürchten könnt? Wahrhaftig Allah vertrauen könnt? Wahrhaftig euch Allah hingeben, indem ihr auf sein Werk guckt. Ihr werdet Allah nicht sehen. Guckt auf sein Kunstwerk. Guckt auf sein Werk der Schöpfung, der Himmel und der Erde, und eure Liebe zu Allah wird stärken. Erst dann werdet ihr verstehen, was für ein heftiger Allah das ist. Erst dann werdet ihr verwundert sein. Guck mal, Allah ist Al-Musawwir. Er ist der Gestalter, eins seiner Namen. Huwa allazi musawwirukum kayfa yasha'u. Er ist es, der gestaltet, wie er will. Guckt euch mal bitte einmal ein Tier an. Ein Tier ist eine Schildkröte, der hat eine Panzer hinten. Das andere ist ein Löwe, das andere hat einen Rüssel. Das andere ist eine Ameise, das andere fliegt, das andere hat keine Augen, Fledermaus, nur mit Schall orientiert er sich. Dann gibt es Vögel, dann gibt es Maulwürfer, dann gibt es Fische, dann gibt es Krokodile. Und jedes Geschöpf ist anders. Jedes Geschöpf ist ein Unterschied, ist anders. Zeigt mir ein Künstler. Er ist es, der gestaltet, wie er will. Und das alles ist für Allah einfach. Während er diese kleine Ameise entwirft, die so präzise und so perfekt ist, kann er sein Rizq geben, sich um 1000 andere Sachen kümmern. Und das Allah ganz einfach. Kun, fayakun. Er spricht nur sei und es wird. Aber ihr werdet das alles erst erkennen, wenn ihr auf Allah seine Schöpfung guckt. Ich gebe euch bitte eine Nasiha. Guckt euch bitte zu Hause bei Netflix oder YouTube, egal wo, Dokus über die Erde an. Unsere Welt, oder es gibt ja über Tierwelt und so. Guck mal, heutzutage gibt es 6K-Aufnahmen und man muss sich in den Dschungel gehen. Ihr werdet da Gestalten sehen, wo ihr einfach nur sagt, Subhanallah. Einfach Subhanallah. Allah, seine Schönheit werdet ihr darin erkennen. Ihr werdet die ganzen Asma'ul Husna, diese Reflexion, alles darin erkennen. Deswegen will Allah die ganze Zeit, dass wir nachdenken. Allah sagt, ihr werdet mich nicht sehen, aber guck mal, was ich alles erschaffen habe. Das zeigt doch, wie gewaltig ich bin, wie schön ich bin, wie mächtig ich bin, wie er mir vertrauen kann, wie gewaltig ich bin. Das alles reflektiert das. Ihr seht einen Vulkan, ihr hört einen Donner, ihr seht die Macht Allahs, ihr seht eine Blume, eine Rose, wie schön, ein Schmetter. Ihr sagt, Marsch, es al-Jamil. All diese Eigenschaften von Allah reflektieren in seine Schöpfung. Aber was mit Menschen, die nicht nachdenken, die nicht gucken? Allah weist hier direkt sogar auf die Kuffaren. Guck mal, Allah sagt, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Sehen denn diese Kuffar nicht? أَنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Sehen denn die Ungläubigen nicht, dass die Himmel und die Erde eins war und wir haben sie voneinander getrennt? Die Erde war mal eins mit der Himmel gewesen. Es war ein Staub, eine Wolke gewesen. Es war alles eins gewesen. Allah hat sie voneinander getrennt, hat einen Himmel gemacht und eine Erde gemacht. Sehen das denn die Ungläubigen nicht? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und aus alles Lebendige, aus Wasser haben wir alles Lebendige erschaffen. Der Mensch besteht aus 65% Wasser, ein Kind aus 80%. Alle Lebewesen bestehen aus Wasser. Pflanzen, Bäume, Tiere, alles aus Wasser. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Wollen sie denn nicht glauben? Haben sie denn nicht nachgedacht? Sehen sie denn das alles nicht? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Und wir haben die Berge in die Erde festgesetzt, damit die Erde sich nicht bewegt. Und haben gangbare Pässe gemacht, damit sie sich zurechtfinden. Wollen denn die Menschen nicht nachdenken? Wären diese Berge nicht in der Erde, die sind vielleicht 5 Kilometer hoch, aber die gehen 50 Kilometer an die Tiefe. Denken sie denn darüber nicht einmal nach, wie das alles passiert ist? وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Und wir haben den Himmel als geschützte Dach für euch gemacht. Einmal den Sternenhimmel, damit die Shayatin nicht zuhören, und einmal unser Himmel. Es gibt UV-Strahlen, es gibt Strahlen, die aggressiv sind. Unsere Erde hat wie so einen Schirm um sich herum. Allah sagt, wir haben das als Schutz gemacht. Sie wenden sich trotzdem von unseren Verse ab. Sie wenden sich trotzdem von unseren Verse ab. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Er ist es, der die Nacht, den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat. Und alles ist in seiner Laufbahn. Habt ihr jemals euch gefragt, wie die Erde und der Mond und die Sonne? Die Erde dreht sich 24 Stunden einmal um sich.
und in 365 Tagen einmal um die Sonne. Warum diese Erde nicht weggeht? Warum schweben die genau in einem perfekten Abstand? Wenn sie ein Stück näher wären, würde die Erde verbrennen durch die Sonne. Wäre sie zu weit weg, würde sie erfrieren. Wie kann das sein, dass sie so perfekt abgestimmt ist, mathematisch, eine perfekte Bewegung hat? Habt ihr denn niemals nachgedacht, sagt Allah? Habt ihr niemals über sowas nachgedacht? Über die Nacht. Habt ihr mal über die Nacht nachgedacht, warum es dunkel wird? Allah sagt im edlen Koran, قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Sagt, was wäre, wenn Allah euch die Nacht zu einem Dauerzustand gemacht hätte, bis zum Tag der Auferstehung? Welcher Gott? Habt ihr denn einen Gott, der euch das Tageslicht bringen würde? Habt ihr denn einen Gott, der euch sonst das Tageslicht bringen würde? Habt ihr nicht? Wollt ihr denn nicht zuhören? قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Sagt, wenn Allah euch den Tag zu einem Dauerzustand gemacht hätte, bis zum Tag der Auferstehung, welcher Gott von euch, habt ihr überhaupt einen Gott, der euch die Nacht bringen würde, damit ihr euch in der Nacht ausruhen könnt? Wollen sie denn nicht sehen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Es ist von seiner Barmherzigkeit, dass er den Tag und die Nacht gemacht hat. Warum denken wir darüber nicht nach? Was hat das mit seiner Barmherzigkeit zu tun, dass der Tag und Nacht da ist? Sehr viel. Es ist von seiner Barmherzigkeit. Wenn wir das Thema mit Rahmat haben, dann werden wir auf den Tag und Nacht kommen. Aber Allah sagt dauerhaft, warum denkt ihr darüber nicht nach? Über die Himmel und die Erde, Nacht und Tag. Allah weist immer wieder auf seine Schöpfungen. Er sagt, guck doch mal, was ich gemacht habe. Wie perfekt, wie schön das abgestimmt ist. Wenn ihr das nur einmal wahrnehmen würdet, nur einmal Tafakkur machen würdet, würdet ihr sagen, Subhanallah. Subhanallah würdet ihr sagen. Is bin Abdussalam sagt, wenn man die Asma'ul Husna lernt, hat das einen Vorteil. Und zwar, dass ihr Allah wahrhaftig liebt, wahrhaftig Allah dient, wahrhaftig Allah fürchtet, wahrhaftig Allah vertraut und wahrhaftig von Allah erhofft. Diese Namen und Eigenschaften, die wir hier erwähnen werden, viele von euch werden nicht fremd sein. Ihr werdet bestimmt sogar viele gehört haben. Al-Qarib, der euch nah ist, Al-Samir, der alles hört. Wir Muslime, wir sind heute nicht Jahil. Das Problem ist, wir wissen viel. Ein kleines Kind weiß sogar alles. Wir können aber mit dem, was wir wissen, nicht umgehen. Wir können das nicht umsetzen, das ist das Problem. Vieles von ihr ist vielleicht nicht fremd, aber wir müssen das umsetzen. Wir müssen anfangen, Dinge drumherum wahrzunehmen. Die Schöpfung Allahs wahrzunehmen. Dauerhaft berichtet Allah von Tag, von Nacht, von Mond und dies und von Himmel und Erde, Berge, Tier. All die Sachen. Und wir laufen jeden Tag dran vorbei, als ob nichts wäre. Wann habt ihr das letzte Mal in den Himmel geguckt, die Sterne beobachtet? Wann seid ihr das letzte Mal bei Nacht alleine raus? Habt euch mal einfach hingestellt und 5 Minuten mal in den Himmel geguckt oder in die Ferne geguckt? Wann seid ihr das letzte Mal einfach auf einen Berg gegangen, habt einfach mal Richtung einen Berg geguckt oder einen Wald geguckt? Wann habt ihr das letzte Mal das gemacht? Ich empfehle euch das wirklich sehr. Wenn man durch diese Unterrichte Asma'ul Husna kennenlernt, dann sind 60–70%, wenn ihr Allah besser kennenlernen wollt, durch Tafakkur, durch Nachdenken seiner Schöpfung, werdet ihr Allah am allerbesten kennenlernen. Daher ist das Beste das Buch Allahs und Tafakkur über die Schöpfung. Guckt auf die Schöpfung und erkennt Allah subhanahu wa ta'ala. Das war's für heute zu unserem Vortrag. Wir werden inshallah nächste Woche weitermachen. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.